jeder Schreiber hat sich sein Stil, sein Schreiben, sein Jiddisch. Ja. Aber die Sprache sind nicht bloß etwas, was wir lernen sich aus. Wir lernen sich aus, was eine Sprache können wir sich auslernen. Es ist nicht unmöglich auslernen eine Sprache. Und wir können nicht vergessen, als wir sind noch kleine Kinder, die so nicht kaluschen. Aber in Scheich ist damit will ich bei euch fragen, Hand in der Sachuniversitäten, in Sintischkin Guzm, in der Sachuniversitäten über der Welt lernt man Jiddisch. Oder man betont, als man lernt sich aus schreiben und lehnen zu den Forscharbeiten. Aber wenn sie kommt zu reden, alt man es ist nicht wichtig. Wie eng ist verbinden, es ist Bichlal verbinden, das Reden mit Schreiben und Lehnen. Das heißt, wir kennen der vielen die Sprache, nicht kennen dich dem Klang, nicht ehren dich dem Klang. Ja, das ist möglich. Es ist auch viel möglich für Lateinisch. Ja, es ist möglich, aber wie tief können auslernen die Sprache, als wir Herzen nicht? Nein, die Sprache können wir nicht auslernen, aber Herzen nicht. Sie ist nicht genug. Es ist sehr wichtig, sie können leinen, sie können reden, ist euch sehr wichtig. Beide Sachen sind verbunden. In einer rednischen Sprache ist man also wie ein kleines Kind, das hat sich ausgelernt, das hat gehört Sachen. Eingesappt, und er kann es nicht herausbringen und übergeben zu anderen Menschen. Mhm. Das heißt, eine Sprache, die man haut für sich allein. Und das sagt für die Akademiker, ich kenne solche Menschen, schon sind sehr gebildet, aber es ist nicht etwas, was kommt heraus, was nicht eine tagtägliche Sache für sie. Es ist bloß etwas akademisch. Es ist wichtig, dass solche Menschen sollen existieren. Aber eine Sprache, das ist in einer Beziehung von einem Mensch zu einem anderen, in einer Gruppe, eine soziale Gruppe. Die Sprache, von der die Linguisten reden, ist nicht die Sprache, von welcher die Psychoanalytiker reden. Mhm. Die Sprache, ihr darf mal von einer ganzen Jahr, ein Pushet nie. Ja. Oder was Sprache soll nicht sein? Ja, die Sprache nicht du auf Eibig für raue Menschen. Das ist dieselbe Sache für raue Menschen. Alle Menschen dürfen schaffen, sei ihr Loschen. Mhm. Aber viele sind nicht Schreibers. Sie meinen, als es ist du, von mir lernen sich die Grammatik, von mir lernen sich das Schreiben. Aber wenn man halb tun zu reden, was macht man? Man macht mit der Hand, man macht mit den Augen, man sieht auf den Augen, also ihr versteht der Krank. Ja, du siehst, das ist ein ganzer Komplex von Bewegungen, von Mimik, von Klangen. Es ist nicht nur Reden und Verstehen. Es ist, wie man sagt, also Iden reden euch mit der Hand. Ja? Man redet mit dem Körper. Der Körper redet. Was die Psychoanalyse zeigt, ist, als wir haben Chaischik, aber Geher, auf Deutsch ist es Trieb, in unser Körper redet. Aber das Symptom ist es etwas, was das zeigt am Maße. Also Anna auch in Freud, Geschichte von Hysterie, kann ich man brecht sie den. Ja. Also sie sagt etwas, solche Sachen, was existiert nicht. Man rabt sich den Kopf. Ja, das ist ein Wort, was Ämter hat nicht gehört. Das kommt daran im Körper, es sind nicht keine Symptome, also wie die Doktoren können das heilen mit einem Medikament. Es ist etwas, ein Wort, was ist noch nicht heraus, was keiner hat nicht gehört. Das heißt, ihr seid ein schrecklicher Mensch. Ihr kennen einen zweiten noch von einem Blick. Nein, das meine ich nicht. Also einer reibt nicht schon zu reden, kann das heißt, man darf von deswegen uneben zu reden. Shalom Aleichem ist gewinn gerecht. Ehrt mich aus. Ehrt mich aus. Wenn ich sage, als ich kicke einen Mensch, ich meine das oder jenes, kann ich sagen, teuer. Aber ein Mensch halb tun zu reden, du halb tun die ganze Masse. No, das ist verregend, Professor mit unser Professor, weil ein Schreiber darf kennen hören, und ein Psychoanalytiker darf kennen. Ja, ich habe dich gefragt, was ist die Beziehung.
Einfach so, das ist der Oje. Ich habe gelernt, das Bier von Rosenzweig, letztens Franz Rosenzweig, der Stern von der Losung, das ist auf Deutsch, das ist gewesen, ein Philosoph, ein deutscher Philosoph, sehr wertig. Hat influenziert Emmanuel Levinas, heute in Frankreich. Und sagt, wir Juden sind ein Volk von Zuhörer. Man lernt einen Text bloß mit den Ohren. Man darf es nicht sehen. Wenn man halbt zu sehen, sieht man die Mimiken. Wir Juden sind ein Volk von Zuhörer. Das ist sehr wichtig. Ihr habt euch umgeschrieben, ein Bier, wie ihr analysiert und auf einem psychoanalytischen Neufen die jüdische Wörtler, sprichwörtlich und so weiter. Ihr wollt gekonnt erzählen ein bisschen genau wegen dem? Das heißt, Freud hat umgeschrieben ein Bier in 1905, was heißt der Witz in seiner Beziehung, auf Deutsch heißt es also, mit dem Unterbewusstsein. Also ich kann sagen auf Jiddisch, auf Deutsch ist es Unbewussten. Er hat genommen jüdische Witzen, übergetauscht auf Deutsch. Er hat auch viele nicht gearbeitet auf die deutsche Sprache, auf die jüdische Sprache. Er hat bloß gearbeitet auf übergesetzte Witzen. Und er hat gewollt wasen, dass die Technik von Achulim ist dieselbe wie die Technik in einem Witz. Das heißt, es handelt sich mit Werten, was man mischt. Vieles ist es du Bilder in Achulim, ist es euch eine Masse von Werten. Es ist ein Szenario, was ist ein Film, ein Video, aber mit Werten euch eingekritzelt. Das heißt, er hat gekickt auf die Technik. Was? Er hat gewollt wasen, als die Psychoanalyse, das ist etwas sehr wichtig in so einer Technologie. In der Technologie können wir forschen. Das ist eine Sache. Am Halb tun sie kicken auf die jüdische Wörter, auf die jüdische Witze, nicht auf Deutsch, aber auf Jiddisch, halb wir uns hören die Sprache in der Sprache. Le Muschel. Es kommt daran, eine telefoniert in einer Spital, eine Frau, ich will haben Neues von Rivke Levi. Ich habe auch gegeben die Administration, du bist der Administrator, was willt ihr? Ich will haben Neues von Rivke Levi. Was man mir nicht, ich habe umgekickt die Zettel, sie fühlt sich besser, sie isst besser, sie wird heimgehen in der Früh morgen. Ihr seid ein bisschen Käufe, eine Sprache. Nein, ich bin Rivke Levi, aber der Doktor sagt mir gar nicht. Das ist gewesen vorwärts. Das Bier von 2008, der Witz, und die meisten Versicherungen umgeschrieben, das ist gewesen Witzen von einer Zeitung. Ich habe aufgenommen ein paar, was haben die mir gefragt. Ich bin gegangen in mein Kabinett. Ich bin nicht raus vom Kabinett, bis ich verstanden die Maße. Das heißt, es hat gedauert ein paar Schuhe. In der Verratung, bis ich verstanden das so. Siehst du, eine echte Madreige, der pushet. Ein kranker Mensch in der Spital weiß man gar nicht. Mit einem Patient. Mit einer Krankheit. Ja. Mir nicht kein Mensch. Wer jetzt nach? Gar nicht. Der Körper ist ein Körper für eine Kranke. Nicht für Moishe oder für Jankel. Es ist nicht du Moishe. Abstrakt. Abstrakt. Ihr seid nicht mehr du. Boris oder Max, sie sind nicht mehr du. Aber ihr seid doch Boris oder Max mit einer Krankheit. Ja. In Boris oder Max, sie sind nicht genau die Krankheit. Ja. Das ist Pushet. Pushet, man nimmt auch für eine Muschel für eine Krankheit. Dasselbe sagt mit Michigas. Die Psychiater sagen, als siehst du eine Klassifikation von neuen Michigasen. Sie sicher du etwas verreich. Ja. So ist ihr seid einer von. Aber ihr meint, das ist Normal. Öfter ist es nicht. Ein unikaler Michiganer. Öfter ist es nicht also ihr bist. Öfter bin ich bloß, was ich bin. Öfter auch ein Michigas. Du solche Sinn von dem Maße. Ihr seid also sicher, dass ihr seid, wer ihr seid. Boris Sandler oder ich, Max Korn, wenn sie telefoniert und sie sagt, dass sie ist nicht Rivke Levi, auf dem Echten, wenn sie halt uns reden,
Sie sagt doch nicht, als sie ist No, ja. Rivkin. Aber warte nicht, sie kennt doch das nicht. Anders wird nicht gewesen der Witz. Das ist nicht Witz. Aber wenn sie halt tut zu singen und zu reden, können wir euch hören, aber man darf nicht sein, also sicher zu sein, was man meint, das ist. Sie le Muschel, der Doktor darf nicht sein, also sicher zu sein, der Doktor, und der kranke Menschen dürfen nicht sein, also sicher zu sein, kranke Menschen. In der ganze DSM-4, die ganze Klassifikation, das ist nicht also sicher 100%. Es ist du, also solche Krankheiten. Aber ein Mensch darf nicht unbedingt herangehen in eine Klassifikation. Das ist solche Sache. Und sie solche du etwas eine Beziehung in die Maße mit der Teure. Wer ist Rivke? Wer ist Itzrück? Das ist doch eine ganze Maße. Sie solche du Sachen, was man nicht gedarf sagen, was man behaupten. Rivke hat doch behaupten Sachen, so bei ihr geht lieber sehen wie ein anderer. Das ist solche du in die kleine Maße. Aber man kickt du, verwusst rieft man Rivke in nicht Dweure, sind nicht zufällig. Sind nicht zufällig. Die kleine Meißler sind außergewöhnlich reich. Weil sie waren eine Sache, die sehr wichtig für uns Juden. Man darf nicht nehmen die Werte, also wie die Chelme, also wie sie sind. Man darf sie ziehen, also wie die Teure. Man darf sich heran. Ja, sie do verschiedene Eufens, sie do verschiedene Sinnen in der Welt. Aber wir können es verstehen auf verschiedene... Wir können es verteidigen auf verschiedene auf verschiedene Eufens. Ins Rett für den Transfer, für die Beziehung von einem Menschen zum Zweiten. Was passiert, wenn ein Mensch rettet zum Zweiten? Das heißt, es passiert etwas, was sie nicht genau, was man den Kopf nur hat. Aber die Zeit, was er macht, ist etwas du nachher. Die Maße ist im Ganzen jüdischlich, universal. Universal, für alle Menschen sind gewesen in der Spitula. Alle Menschen haben gemeint, dass sie eine bloße Krankheit. Und das ist nicht wahr. Wir sind ein Mensch. Und das ist solche Sache, was ist sehr wichtig. Die alle Meister zeigen, als Jüdischkeit ist ein Teil von Menschlichkeit. Man darf nicht, das ist etwas sehr wichtig. Eine Sache von den Jüdischisten sind bloß eingekritzelt in Jüdischkeit. Die Weltlichen sind nicht so. Ihr meint die Frumme? Nein, die Frumme oder die Weltlichen meinen, dass alles ist bloß in Jüdischkeit so sein, fremd oder nicht fremd. Aber was Jüdischkeit war, ist ein Teil von Menschlichkeit. Das sind Sachen, die ein anderer Mensch kann verstehen. Ich nehme den Muschel von dem Maß in Spitula. Sachmenschen können das verstehen. Ja, und das ist nicht nur jüdischlich, aber das so, ja. Es ist ein jüdischer Dreh in dem. Es ist ein jüdischer Dreh, ja. Aber das ist menschlich. Und das ist auch ein Teil von unserer Zukunft jetzt. Als die Zukunft von Jüdisch darf immer scheich ist mit Menschlichkeit. Aber Halbtun zu machen Sachen wegen Jüdischkeit darf es sein menschlich. Von dem ist es sehr wichtig, dass ihr sollt machen die Emissions mit interkeppelig. Die Menschen sollen verstehen, dass sie ineinander luschen. Es ist nicht bloß etwas, was man behauptet zwischen sich. Von mir sind sehr, sehr... Ein verborgen Volk. Ja, verborgen Volk. Das rief daraus noch nur ein Gegengefühl. Du sagst, sie bauten etwas so, es muss immer seine Saisonen. Genau. Das was man gemeint damit wegen Jeden. Als verwusste Muschel, ich habe bemerkt, dass verwusst bei den Pogromen pflegt man zerrassen die Kischens, die Perennes, die Matratzen. Koidem Kol pflegen fliehen Federn. Und ich habe gedacht, dass öfter kommt es von dem, man meint nicht, dass dort bald mit neues Gold, sie Brillanten. Aber von deswegen unterbewusstsinnig, als dort das interste Gerät, etwas dort bald mit neues. Und das darf man zerreißen. C'est du Assad. Ja. In Emerson gesagt, in ein Stück Assad. Assad kann sicher zerrandig. Thomas ist du Assad kann ein anderer. Ja, das heißt, in ein Stück so ist das Bechlaf. Es sind ein Stück so ist das. Also du Menschen, die es kennen, ganz gut so ist. Ja. Als man rief das Assad, ist es schon nicht gesagt. Assad auf ganz Brot. Ja, aber die Goyim haben gemeint, die ganze Zeit, also wie sagt, dass wir haben so ist. In der Sprache, Luther, wo sie gewähnt, das Säune ist so, hat gemeint an dieser Sprache, man sagt bloß Leggings, mit Hebräisch oder mit Jiddisch. Danke, weil man versteht es nicht.
Nicht bloß dem. Es ist etwas, du dort, was sie machen. Vernäppelt. A Ganeive. Sie gewinnen etwas von uns. Man darf sich das vorstellen, euch. Das ist Antisemitismus. Das hat gar nichts zu tun mit den Menschen. Die ganze Session für Psychoanalyse, ich habe gemacht sehr lange Psychoanalyse, für sich allein, ich bin schon lange junger Psychoanalytiker, ist wie so für ein Mensch kann man noch einmal das aus rauflegen auf den Tisch, rauflegen die Werte, die Gefühle, der Sinn, in Betrachten, in Umbinden aufeinander neufen. Ich hoffe, als sei unsere Freunde, die kicken den Videokanal, weil nun weiter die Getreffungen mit Tag. Und ist kicken die Programme von Max Cohen, weil sie verstehen, es ist nicht Stamm, Redereien, die zu reden. Also man darf es noch hören und verstehen, in der nur dem analysieren. Ich wünsche euch als Luche in was mehr interessante Schmussen mit den Menschen, mit welchen ihr trefft sich. Schönen Dank, Boris.